Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir werden diese Woche gemeinsam Bibel lesen. Das ist der wunderbare Tim. Hi zusammen. Und Das ich ist bin Joel. Ja, Joel. Ich bin Pastor vom Sunday Night. Oder gemeinsam sind wir im Sunday Night im ICF hier. Und wir lieben das Wort Gottes. Ja, wir merken auch, dass es ein unglaublich großes Bedürfnis gibt, einfach auch wieder zusammen mit euch online in die Bibel einzutauchen. Und jetzt, wenn du jetzt gerade heute Morgen hier dabei bist, live, schau doch, dass du einen guten Kaffee neben dir hast. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und dass du eine Bibel vor dir hast. Und hier auch ganz kurz, es spielt eigentlich keine Rolle, was für eine Bibelübersetzung du hast. Wir sagen immer wieder im ICF, die Übersetzung, die du verstehst, das ist die richtige Übersetzung für dich. Wir haben hier du siehst es vielleicht schon, wir übertreiben ein bisschen. Wir haben viele Bibeln hier, aber das ist, weil wir aus verschiedenen Bibelübersetzungen auch in dieser Woche mit euch lesen wollen. Genau, also auch digital oder auf dem Handy oder was auch immer du hast. Wir haben uns entschieden, wir gehen in dieser Woche, wir möchten uns die Seligpreisungen anschauen. Die Seligpreisungen, das ist ein sehr bekannter Text in der Bibel. Und wie sind wir darauf gekommen? Also wir haben uns ein bisschen gefragt. Hey, vor einem halben Jahr haben wir schon zusammen Bibel gelesen. Diese Videos sind auch immer noch auf YouTube. Und da haben wir uns mit dem Vater Unser, mit dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrte, beschäftigt. Und wir haben einfach gemerkt, das hat in unser Leben gesprochen. Wir haben auch gemerkt, das hat in euer Leben gesprochen. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich würden wir gerne weiter uns auf diesen großen Komplex der Rede von Jesus, diese Bergpredigt in Matthäus 5-7 konzentrieren und weiter darin lesen. Und wir haben gedacht, jetzt haben wir das Vaterunser, das ist ja irgendwo in der Mitte der Bergpredigt. Jetzt gehen wir mal an den Anfang dieser Bergpredigt. Ja. Und vielleicht gerade cool für den Anfang nochmals, wir haben das auch letztes Mal schon gesagt, aber wir sagen es nochmal, das Matthäus-Evangelium, das ist eines der 4 Evangelien, die Geschichte von Jesus erzählt. Und es ist so ein bisschen strukturiert in 5 große Reden von Jesus. Die erste davon ist diese Bergpredigt. Und zwischen diesen Reden im Evangelium gibt es immer wieder Geschichten. Und was spannend ist am Matthäus-Evangelium, ist, dass diese Geschichten demonstrieren eigentlich immer, was Jesus in seinen Reden sagt. Also Jesus sagt es nicht nur in einer Bergpredigt, er lebt es auch. Und du kannst eigentlich in diesen Geschichten dann auch erkennen, was Jesus gelehrt hat. Vielleicht auch noch da wichtig, der Evangelist, der dieses Buch geschrieben hat, Matthäus, der hat es ganz bewusst mit 5 Reden Jesus strukturiert, weil das kennt man im hebräischen Kontext. Moses hat 5 Bücher geschrieben. Und was jetzt der Evangelist macht, ist, er gibt den Nachfolgern von Jesus eigentlich die neue Torah. Die neue Torah. Also eine Lebensanweisung für die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, in 5 großen Reden von Jesus und seiner Lebgeschichte. Ich lese zurzeit gar nicht so viel Bibel wie auch schon, sondern ich höre selber sehr viel Bibel. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte einmal als Hörbuch quer durch die Bibel. Und ich habe gemerkt, es hat die Kraft, wenn wir einfach mal auch die Bibel nicht nur Vers für Vers durchgehen, sondern ein bisschen so den breiten Bogen haben. Und so möchten wir gemeinsam starten. Wir lesen und ich versuche möglichst viele unterschiedliche Übersetzungen mal zu nehmen, dass wir auch aus den unterschiedlichsten Übersetzungen mal hören, was da Jesus sagt. Bevor wir aber starten, ich glaube, das, was wir alle am meisten immer wieder brauchen, dass der Heilige Geist alles jetzt nimmt, was wir da lesen und sprechen und hören. Auch du zu Hause, welche Gedanken dir vielleicht einfallen, wo wir gerade nicht drüber sprechen, aber du spürst, dass Gott irgendwie das übersetzt, dass es dein Innerstes wirklich ergreifen kann und verändert wird. Und darum laden wir dich ein, Jesus, wir möchten nicht nur mit dem Kopf verstehen, wir möchten, dass die Schrift sein kraftvolles Werk an uns tut. Dann komm, Heiliger Geist, und tu das, was Jesus sagt, führe uns in die ganze Wahrheit hinein. Was willst du uns auch heute Morgen sagen? Komm, Jesus, sprich zu uns. Amen. Amen. Also wir lesen mal mit euch, in dieser ganzen Woche werden wir uns wirklich nur mit diesen, 12 Verse auseinandersetzen. Wir teilen die auf in dieser Woche und wir lesen jetzt gerade mal die ganzen Seligpreisungen, also die ganzen Verse. Let's go. Wir starten Vers 1. Als Jesus die Menschenmengen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich
und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Selig sind die Armen im Geist. Ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Das sind die Seligpreisungen. Und ihr merkt schon, wir haben aus verschiedenen Übersetzungen gelesen, da werden verschiedene Wörter gebraucht, jeweils am Anfang dieser Linie. Also wir haben selig, wir haben glücklich. Glückselig ist Elberfelder. Gesegnet gibt es in gewissen Übersetzungen. Hier, was ist das? Neue Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen. Finde ich auch noch spannend. Glücklich zu preisen. Ja. Dieser Ausdruck. Und wir werden uns gerade in einem Moment noch diesem Wort widmen. Was ist da eigentlich genau das Wort und was macht da Jesus? Wollen wir noch kurz über den Kontext sprechen vorher, weil wir müssen uns das vorstellen, Jesus ist da, es ist eine große Menschenmenge und dann, ganz wichtig, er setzt sich und seine Jünger versammeln sich um ihn. Also zu wem spricht Jesus hier? Er spricht zu denen, die sich bereits entschieden haben, ihm nachzufolgen, die er berufen hat, die seine Gnade erlebt haben oder die Jesus nachfolgen mit ihrem ganzen Leben. Und diesen Menschen, denen lehrt er jetzt, was das Königreich Gottes genau bedeutet. Weil das sagt im Kapitel vorher, das Königreich Gottes ist jetzt hier. Was bedeutet das genau für dich und mich? Tada! Here we go. Bergpredigt. Das Königreich Gottes sieht so und so aus und es wird auf folgenden Menschen gebaut. Nämlich auf denen, über die wir jetzt lesen. Sollen wir kurz das Wort anschauen? Ja. Ich schreibe euch hier das griechische Wort auf. Es ist immer schön, mal das griechische Wort zu kennen. Also das Wort, das gebraucht wird für selig oder für glückselig oder gesegnet oder einfach, so wie wir es vorhin gelesen haben, ist das griechische Wort Makarios. Makarios. Jetzt Makarios bedeutet all diese Dinge. Es gibt noch ein anderes Wort, das auch oft gebraucht wird für gesegnet oder glücklich. Das ist das Wort Eulogeo. Und es ist ganz wichtig, das sind zwei Wörter, die im griechischen Neuen Testament immer wieder vorkommen und sie haben eine große verschiedene Bedeutung. Das müssen wir uns kurz anschauen. Weil Eulogeo, das ist dieses Wort, das gebraucht wird, ist, wenn ich will, dass Gott dich segnet, dann bitte ich Gott um einen Segen für dich. Und dann brauche ich Eulogeo. Ich möchte, dass Gott eulogeot dich. Ja, Gott segne mich. Genau, du bittest um den Segen von Gott für diese Person. Und er wird es tun. Ja. Das ist Gott. Das Wort Makarios ist aber nicht das. Also es geht hier nicht darum, dass Gott die Leute, die arm sind, die traurig sind, Gott diese Leute segnet, sondern es geht, Makarios ist dieses Wort, das gebraucht wird, um zu sagen, dass die Person, die du siehst und du sagst, diese Person ist Makarios, die ist in einer glücklichen Position. Die ist in einer guten Position. Die ist in einer gesegneten Position. Also es ist nicht etwas, das kommen soll, der Segen, sondern die Person, die Makarios ist, die ist bereits in einer Position des Segens von Gott. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn jetzt hier Makarios, dann bedeutet es, hey, dass Jesus auch ein Stück weit darüber spricht, hey, bring dich in eine solche Situation, in eine solche Lage. Also wenn das sind Vorbilder. Nimm dir ein Vorbild oder strebe an, in diese
Position, in diese Haltung, in diese Denkweise, in diese zu kommen, dass du eben Makarios bist, dass du selig bist. Das ist sicher ein Schritt und der erste Schritt ist aber, wenn du dich in dieser Position befindest, also wenn du Jesus zuhörst und du bist in dieser Position, du bist arm im Geist und das werden wir alles zusammen anschauen, dann sagt eigentlich Jesus zu dir, du bist in der perfekten, du bist in der glücklichen, du bist in der besten Position, in der du sein kannst. Also er sagt, man kann es vielleicht noch anders beschreiben, man kann sagen, Makarios ist dieses Wort, das du brauchst, wenn du, sagen wir, du gehst durch die Straße mit deinem Freund und du siehst eine Person, die verkörpert für dich das gute Leben. So ein gesegnetes Leben. Und du sagst, hey, siehst du diese Person da? Diese Person ist Makarios. Ja. Die ist Makarios. Warum? Weil sie deine Vorstellung des guten Lebens verkörpert. Ich finde es auch krass, es ist eigentlich ein Stück weit, ich mache jetzt eine Analogie, aber eigentlich ist es eine frühe Form von, wer sollten deine Influencer sein? Ja. Irgendwo durch. Weil das ist ja ein großes Ding. Wem folgen wir nach? Und das ist bei uns ja genau das Gleiche. Wir sind auf YouTube und schauen, welche Predigten oder welche Videos gibt es gerade. Und dann sehen wir, ein neues Video von diesem Speaker. Wow, das muss sicher gut sein. Das ist sicher gut. Oder wir sehen auf Instagram, TikTok oder was auch immer du siehst, wow, okay, diese Person, die finde ich spannend. Der Person eifern wir nach. Und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Dieser Drang in uns Menschen, dass wir gerne Vorbilder haben, dass wir uns gerne orientieren an gewissen Menschen, die vorangehen und schauen, okay, was haben die? Und ich glaube, gerade, es ist krass, wie gerade eben Kanäle boomen von Menschen, die etwas vorleben und von ihrem Glück sprechen. Das ist ja das große Ding. Bei keinem Influencer ist dann wirklich das Leben so, wie er das immer nur zeigt. Weil die Schattenzeiten sieht man ja eben nicht. Und Jesus bringt dann einen neuen Ton eigentlich rein von, okay, welchen Idealen solltest du wirklich einfach nochmals nachfolgen mit diesem Seligpreisung? Und es ist ja schon spannend. Ich glaube, alle von uns haben individuell eine Vorstellung, was das gute Leben ist oder wer ein gesegnetes Leben lebt. Und auch jede Kultur hat so gewisse Vorstellungen, was das gute Leben bedeutet. Also wenn wir mal überlegen, wir sind jetzt im schweizerdeutschen und deutschen Kontext. Ich glaube zum Beispiel, was ich immer wieder höre, so die Person ist gesegnet, die selbstständig ist, die keinen Boss hat oder die der eigene Boss ist beim Arbeiten. Oder die Person ist gesegnet, die eine gute Work-Life-Balance hat. Ja, genau. Oh ja. Oder vielleicht die gesegnete Person ist die finanziell abgesichert ist. Unabhängig, genau. Abgesichert in der Zukunft. Und vielleicht da können wir auch mal unsere Herzen anschauen. Was ist unsere Vorstellung vom guten Leben? Das gab es auch schon zur Jesuszeit. Ich habe euch noch von einem anderen Rabbi die Vorstellung des guten Lebens mitgebracht. Ich möchte euch die mal vorlesen. Super spannend. Jeder Rabbi, Jesus war ein Rabbi und jeder Rabbi, erklärte den Leuten, was es bedeutet, ein gesegnetes Leben zu haben oder Makarios zu sein. Und Jesus Sirach, der findet man in den deuterokanonischen Schriften, der lebte etwa 100 Jahre vor Christus. Das sind die Apokryphen. Das sind die Apokryphen, genau. Und er hat auch ein Buch geschrieben und er hat auch viel gelehrt. Und seine Vorstellung des guten Lebens, ich möchte euch sie mal vorlesen, die findet man in Jesus Sirach im Kapitel 25. Und er hat Folgendes gesagt, im Kapitel 25, Vers 7. 9 Vorstellungen habe ich im Herzen gut geheißen und eine 10. werde ich dir auf der Zunge tragen. Jetzt kommt es. Also wohl dem, das ist wieder dieses Makarios, wohl dem ein Mensch, der sich über Kinder freut. Super. Schön. Mach ich. Würden wir auch zustimmen. Und dann wohl dem einer, der lebt und dem Untergang der Feinde zusieht. Okay. Da eckt vielleicht schon was ein bisschen an. Ich verstehe es. Den Gedanken, ja? Ja, das wünscht man sich irgendwo, ja. 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 Wohl dem, Makarios, dem, der mit einer verständigen Frau zusammenlebt, und der nicht seiner Zunge wegen ausgeglitten ist. Und jetzt kommt es, wohl dem, und der nicht jemandem dienen muss, der seiner unwürdig ist. Wow. Ja. Ja, ich verstehe ich auch. Versteht man? Tut man nicht gerne.
Und dann noch wohl dem, der Einsicht gefunden hat und der für die Ohren von Hörenden erzählen kann. Also jemand, der viel zu sagen hat und auch ein Einfluss Publikum hat. Ja, Ja. genau, sozusagen. Wohl dem Influencer. Ja. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass all diese Leute, die Jesus zuhören, die kennen diese Schrift. Ja. Die kennen diese Worte und man sieht, gewisse Dinge verstehen wir irgendwie, woher es kommt und gewisse Dinge sind aber auch ganz anderen Werten verbunden, Ja. die Jesus bringt. Und Jesus macht jetzt genau das Gleiche wie alle Rabbis. Er sagt, das und das ist das gesegnete Leben. Krass, hä? Das Paradoxe ist, er bringt als Beispiele für das gesegnete Leben Leben von Menschen, von denen wir denken, diese Leben wollen wir auf keinen Fall. Und da werden wir uns in den nächsten paar Tagen mit diesen verschiedenen Aussagen, die Jesus trifft, was das gesegnete Leben eigentlich ist, werden wir uns auseinandersetzen. Es wäre ziemlich paradox. Ich glaube, Jesus, das ist am Anfang der Bergpredigt und Jesus legt ganz bewusst einfach einen neuen Ton und geht relativ klar rein und sagt nochmal, hey, ihr müsst wirklich nochmal umdenken in Neu eurem denken. ganzen Denken und ihr müsst euch wirklich nochmal öffnen, weil das, was ich euch predigen werde, ist nicht verbunden mit dem, was ihr vielleicht gehört habt. Und es ist auch nicht verbunden mit dem Drang, den du vielleicht in dir drin spürst. Drang nach Einfluss, Drang nach Sicherheit, Drang nach Beliebtsein, Drang nach... Und dass Ja. ihr da nochmal wirklich, macht euch bereit, denn ich möchte ein neues Königreich bringen, wo neue Werte wirklich nochmal gelten und da sich darauf einlassen. Und Jesus ist, das ist die Liebe Gottes, ist auch darin, dass er einfach ganz ehrlich ist und uns nichts vorenthält, sondern wirklich sagt, man weiß bei Jesus sehr früh und sehr schnell, woran man ist und worauf man sich da einlässt. Wenn man es aber tut, ist so viel Liebe und Gnade bei diesem Gott zu finden. Ich finde das mega schön, ich finde das auch eine schöne Aufgabe. Ich glaube, ich habe noch so 2 Reflexionsfragen für dich heute, an diesem let's go. Montag. Und dann beten wir. Und dann können wir zusammen beten. Die Frage Nummer 1, die ich dir stellen will heute, so Anfang dieses Jahres, in dieser Bibellesewoche, ist, welche Good Life, also gutes Leben Aussagen, kennst du in deinem Umfeld? Also die Menschen, mit denen du arbeitest, die du kennst in deiner Familie, denkst du, welche Aussagen treffen sie darüber oder denken sie, das ist das gute Leben, das ist das Ideal? Und die andere Frage, die ist ein bisschen persönlicher, ist, welche Good Life Aussagen glaubst du persönlich? Also da mal ins Herzen schauen, mal den Heiligen Geist einladen und wirklich mal fragen, okay, was ist eigentlich für mich das gute Leben? Und da ehrlich werden, weil ich glaube, das ist die Grundlage oder die Ausgangslage dann, um Jesus neu zu hören. Weil ich glaube, Jesus möchte diese Woche dir eine neue Art aufzuzeigen, was das gute Leben bedeutet. Ich würde gerne jetzt, wenn wir da hingehen, einfach nochmal 3 Dinge, wo ich spüre, die sind bei uns mega wichtig. Erstens, dass wir einfach Jesus nochmal unseren Drang hingeben nach Macht, nach Einfluss, nach gehört zu werden. Einfach, dass wir ihn einladen. Nicht alles davon ist vielleicht falsch, aber dass Jesus da reinkommen kann. Das Zweite, unser Streben nach Annahme, dass wir nur gelobt, geliebt und bedankt werden wollen immer. Und das Dritte ist auch das Streben nach irdischer Sicherheit. Ich verstehe das mega, das ist ein Grundbedürfnis, aber Jesus wird das immer wieder auch konfrontieren und sagen, ja, geistlich sicher sein oder irdisch sicher sein. Ja, und dass wir da nochmal einfach, heute glaube ich einfach, möchte ich das hinlegen und dass wir Gott sagen, Jesus, bitte mach uns verständig dafür, was du sagst. Was ist Makarios? Wonach soll ich wirklich streben? Ja. Ich öffne mich da wieder. Und darum, Jesus, wir kommen zu dir. Und wir möchten deine Jünger sein. Und wie sich die Jünger um dich versammelt haben und ihre Ohren geöffnet haben für das, was du sagst, möchten wir unsere Ohren immer wieder öffnen auch und uns zutiefst auch die Ohren unseres Herzens öffnen dir. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns nochmal ausrichtest. Überall da, wo unser Streben nach Einfluss, nach Macht, unser Streben nach, das legen wir dir einfach nochmal hin und komm da hinein und schärfe es nochmal. Ja. Auch unser Bedürfnis nach Kontrolle.
Das zweite, Jesus, überall da, wo wir nach Beliebtheit streben und es uns immer so wichtig ist, wie alle von uns denken und ob sie uns mögen oder nicht. Jesus, komm da noch mal rein. Und das dritte, Jesus, unser ganzes Streben immer wieder nach irdischer Sicherheit, wo wir uns so schnell Sorgen machen. Und wir brauchen dich da einfach. Und in diesen 3 Dingen bitten wir dich einfach nochmal, dass du auflockerst, auch heute nochmal reinkommst, Jesus, weil wir können uns nicht selber in diesen Dingen schlussendlich verändern, sondern wir brauchen, Jesus, dass du uns da anrührst und Erkenntnis schenkst, wie wir Makarios sein können. Amen. Amen. Hey, morgen schauen wir uns zusammen die erste Seligpreisung an. Die ist, hast du sie gerade? Ich habe sie. Geistlich arm. Selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das werden wir uns zusammen morgen anschauen. Jetzt wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Come on. Wir sehen uns morgen.